In Aarwangen gibt es am Gottesdienst statt Sonntagskleider und ruhige Orgeltöne schwarze Kleider und Headbanging. Das bietet die Metal Church und landet damit einen grossen Erfolg. Gerade zweimal haben sie dieses Jahr Grund zum Feiern. Nicht nur ihr 10-jähriges Jubiläum, sondern auch die offizielle Amtseinsetzung vom Metal-Pfarrer Samuel Hug. Das erste Mal stellt der Kanton Bern also einen Pfarrer an, der Metal-Gottesdienste leitet. Die Miriam Weber war für uns in Aarwangen beim Soundcheck vor diesem speziellen Gottesdienst dabei gewesen. So tönt es heute bei den Vorbereitungen zur Metal Church hier in Wangen oder Aare. Vor 10 Jahren hat der Pfarrer Samuel Hug das erste Mal einen Metal-Gottesdienst durchgeführt. Die dunklen Klänge spielen in seinem Glauben eine wichtige Rolle. Ich glaube, das Leben ist immer wieder auch mega hart und eben auch dunkel. Und der Metal ist eigentlich der perfekte Soundtrack für diese Themen. Und die finden wir auch in der Bibel überhaupt, eben auch zum Beispiel das Klagen über die schwierigen Sachen im Moment. Und dort können wir das aber mit dieser Musik unterstützt von Gott bringen und auch Hoffnung und Heilung erwarten. Neben dem Jubiläum feiert Samuel Hug heute seinen ersten offiziellen Tag als Pfarrer unter der reformierten Kirche Bern. Der Renat Grunder vom Synodalrat begrüßt, dass hier ein anderes Publikum angesprochen wird. So wie ich jetzt die Metal-Community kennen, ist, glaube ich, kaum jemand darunter, der so normalerweise in einen Gottesdienst in eine Kirche rein würde. Was aber nicht heisst, dass sie nicht eben die christlichen Werte sehr, sehr pflegen dahin. Ich glaube, das ist das Besondere. Statt einem ruhigen Gottesdienst will die Metal Church eine Konzertstimmung vermitteln. Eine Metal Church Band zu finden, ist aber nicht einfach. Darum haben sich der Musiker Felipe Guzman Vicente und Samuel Hug zusammengetan und den Frühling die Band Adoramus gegründet. Ich finde, es ist eine ganz starke Musik, die ehrlich ist. Es ist sehr eine anspruchsvolle Musik zum Spielen. Verlangt einem doch recht etwas ab. Vor allem die Metal so aus den 80er Jahren mit Gitti-Solos und alles drum und dran. Also, es lebt sehr, sehr stark. Und wenn ich das zusammenmixen mit guter Theologie, wir sind ja eine Metal-Praise-Band, also mit Texten aus der Bibel, Texten, die eigentlich auf Gott ausgerichtet sind und auf die Menschen, die auf der Suche sind, dann ist das eigentlich der perfekte Mix. Einmal im Monat ladet der Metal-Gottesdienst zum Betten und Headbangen ein und will so die Kirchentür für alle Metal-begeisterten Gläubigen öffnen.